Hey, herzlich willkommen zurück. Ich bin der Vega von GreamGame.ch und spiele heute wieder eine weitere Session Zelda. Ich habe, wie es halt so üblich ist, startet man am Anfang wieder im Hütli, im Kokiri-Wald und muss wieder zurücklaufen. Und statt dass ich gerade straight zu Kakariko gegangen, habe ich gedacht, komm, gehen wir doch gerade schnell zur London fahren, wenn ich muss mal Ding schnell gehen, zum Ziphona-Lied lernen. Und dann dort mal ein bisschen rumnasen. Jetzt muss ich schnell noch ein bisschen warten, bis der Glück gekriegt hat, damit ich reingehen kann. Sonst ist nicht allzu viel Spannendes zu sehen. Aber jetzt eben da der Talon. Der Talon ist gerade der Vater, oder? Da er jetzt wieder zurück zur Farm ist, aber kann ich das ja machen. Mal schnell schauen, wo er ist. Das ist doch, glaube ich, nicht ein neues Rätsel, nicht? Ja, genau. Bin ich schon wach? Es scheint so... Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich mal beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die 3 Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. So. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Ja, zum Glück habe ich vorhin ein paar gesammelt. Ja, alles klar, also... Soweit ich aus dem Kopf sind die alle im Ecke. Das ist falsch. Okay, mal 1. Schnell. Ja, ich weiß. Duck. Das wird der da sein. Komm, hopp. Nein. Ja. Nein, nicht der. Tricky. Sind wir denn... Nein, nicht geschafft. Schade. Dann muss ich es noch mal probieren. Aber jetzt im Moment... Aha! Nein, zu wenig. Ja, schade. Okay, probieren wir es nachher halt nochmal. Übrigens, sorry, gell, wenn ich ein bisschen, ja, meine Stimme ist ein bisschen komisch, ich bin immer noch ein bisschen verkältet, von letzter Woche, also letzte Woche bin ich recht flach gelegen. Und, ja, man merkt es immer noch ein bisschen an der Stimme und wie gesagt, Entschuldigung. Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt gleich mal, oder ich will jetzt gleich mal wieder weitermachen mit Zelda, weil, es hat mich halt schon recht kribbelt in den Fingern und darum habe ich gedacht, komm. So schlimm ist es jetzt nicht, es ist halt einfach ein bisschen ungewohnt. Das wird schon passen. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich, der fantastische Basil, auf einer dämlichen Farm wie dieser arbeite. Weil der Farmbesitzer ein Faulpelz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, der einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Ja, irgendwie muss ich dir schon recht geben. Also, allzu viel macht er einfach schon nicht. So, und wenn wir jetzt nochmal den Krieg reinkommen, haben wir doch wieder 10. Und wenn es jetzt immer noch 5 ist, sollte es nämlich eigentlich passen. Der Hühnchen. Also da oben. Mal schnell da rein schauen. Ich weiß gar nicht mehr, was da oben ist. Das ist glaube ich nicht der Wohnbereich, oder? Passt. Also geben wir noch einen Versuch. Los, jetzt wird 10 Rubin hier, super. Bitte sie. Ah, der
ist gar nicht so weit gewesen. Also, okay, da ist mal. Ah! Okay, das wird im Ecke sein hoffentlich. Nein. Ich weiß nicht mehr, ob es da irgendwie noch einen Trick gibt, wenn man das besser, wenn es einfach... Okay. Gutes Gespür, ja, easy. Du hast alle gefunden, komm her zu mir. Haben wir doch. Du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Du hast das Zeug dazu, ein ganz guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du noch alle heiraten würdest, ne? Ja gut, gibt's Schlimmeres, oder? Schlimmere Partien. War doch nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche Lonol-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Ah, das ist gut, passt. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Easy. Ah, Flasche, sehr gut. Also Milch ist okay. Ich glaube, was macht das? Vielleicht 4-5 Herzchen, die man, glaube ich, zurückbekommt. Und ja, also ich finde es nicht super. Das Beste ist, was man machen kann, ist so kleine Feen sammeln. Also wie die Navi fast. Es sieht ein bisschen anders aus. Und das kommt ja gerne schon probieren. Sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube oran, oder so pinkig statt. Wie sieht sie aus? Blau, eben, ja, richtig im Kopf gehabt. Und die dann, falls du alles Leben verloren hast, also eigentlich wenn Game Over wäre und wieder müsstest anfangen, dann sie dir das Leben wieder füllen. Also sind eigentlich wie Reserve-Leben, die du kannst eigentlich mittragen. Für das ist Flaschen eben sehr nützlich. Und man braucht es ja für alles andere, für andere Sachen, zum Beispiel wenn wir Fisch fangen oder so. Das brauche ich dann später noch. Beim Zora Dungeon. Oder? Ja, genau. Und so Zeug. Aber jetzt, solange ich die Milch noch kann ich sie halt mitnehmen. Und da, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ist nochmal das Rätsel. Ich glaube, das passt einfach. Ich muss es einfach so machen. Straightforward. Oder... Ja, voll. Also zuerst mal schnell ziehen. Ziehen kann ich gar nicht. Okay. Nehme ich den auf. Ah, jetzt kann ich schieben. Komisch. Ich das nicht können schieben. Komisch. Aber jetzt sollte es passen. Jetzt kann ich nämlich den stoßen, den neben dran ziehen. Ja, ist nicht. Ah ja, ich kann nicht so weit müssen. Aber anyway. Und jetzt sollte ich schon rein mögen, oder? Hinauf. Oder? Kriechen. Wo ist die Option? Ah, da. Kriechen! Was ist das jetzt das zweite? Der Richard habe ich gefunden. Und... noch zwei, ja genau. Das war eigentlich das einzige. Ja, dann muss ich auf Herzteile gehen. Weil je mehr ich habe, desto besser natürlich. Ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass ich das so spezifisch mache. Oder eher so, wenn ich an einem vorbeilaufe und es sich gerade anbietet, dann hole ich mir das. Aber jetzt eigentlich zurück zu dem, was ich eigentlich dafür angekommen bin. Kann ich da auf dieser Seite auch rein, oder muss ich... Oh Mann, ich bin so gewöhnt, den Zeichner immer noch die Sicht umzustellen. Das kann man nicht... Das kann man irgendwie gar nicht abgewöhnen mehr. Easy. Gehen wir halt schnell rundum.
Ja, und in der Nacht mal reingehen wäre auch nicht schlecht, weil es gibt glaube ich noch 2, 3 Skulpturen hier. Eine ganz sicher im Baum oder in der Kiste. Vielleicht. Und irgendwo am Haag vom Kek. Aber ja. Ah, schau, da ist ja das kleine Epona. Hallo! Hoi Epona, darf ich reiten? Ja? Ich glaube nicht. Reden wir mal mit dem Mann. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Hihi. Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht? Oh. Du musst doch mal einfangen. Nein, es hat Angst. Ja. Ja, ich weiß schon. Es scheint, hat er vorne Angst vor dir. Ja, dann holen wir es doch mal. Hopp. Oder muss ich es vor der... Muss ich es vor dem Malon spielen? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie geil ist das? Warte mal. Jetzt bin ich voll verwirrt. Ich weiß voll nicht mehr, was es geht. Ne, es haut wieder ab. Ah, doch. Ah, jetzt nochmal rein. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lasst es uns zusammen singen. Ja, also. Hopp. Oh. Ah, ich muss näher ran, das ist das Problem. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Ja, machen wir doch. Apropos Lieder, jetzt kommt mir gerade etwas zu Sinn. Oh, warte mal schnell, bis das durch ist. Du hast Eponas Lied erlernt. Und jetzt ist es nämlich auch zutraulich geworden. Das war die Eule. Ja, jetzt ist das so. Oh, Epona, sie hat dir Gefallen gefunden, Junge. Genau, wegen dem will ich da nachkommen. Eben, wegen Lieder. Jetzt, als ich das Dings gespielt habe, als ich Eponas Lied gelernt habe, ist mir gerade Sinn gekommen. Navi ist ja die ganze Zeit am Stürmen wegen... Also, das haben sie wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Aber sie ist die ganze Zeit am Stürmen wegen... was Zalia würde sagen, wenn ich ihr würde erzählen, dass ich Hyrule wird retten oder irgendwie sowas. Und jetzt ist mir nämlich jetzt hingekommen, wieso. Wieso das so ist. Aber... Ich glaube... Nein, ich kann nicht. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich gehe nicht direkt nochmal zurück. Weil das bringt es nämlich gar nicht. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, wenn man vom Todesberg aus Richtung Kokiriwald zurück kann. Eine Abkürzung sozusagen. Okay, also
Roland! Gehen wir zum Todesberg rauf. Ja. Ein Ding noch, ein paar Rubin. Kann nicht schaden. Gut, und... Ja. Es mag nicht so viel geben, aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau, ob ich irgendwie mega viel brauche dafür. Also wenn ich da vom Ding so bin. Man braucht vor allem mögliche Rubin, aber ich glaube, es passt schon so. Sonst gibt es auch oben irgendwie Möglichkeiten, wie man es aufmachen kann. Okay. Badau. Und dann mal brauchen wir das Lied erst als Erwachsene oder schon jetzt? Oh, jetzt kann ich jetzt ein paar Sachen miteinander vermischen. Naja, das wird sich dann zeigen. Aber raufgehen muss ich sowieso und es lohnt sich nicht. Jetzt extra nochmal schnell in den Wald zurück. Wegen dem. Also die Möglichkeit gibt, schneller zu sein. Ja, ich sehe sie dann. Alright. Machen wir noch schnell den Brief parat, den ich von der Zelda bekommen habe. So, hallo. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Link. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Ah, okay. Prinzessin Zelda. Ist aber nicht schlecht. Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Hahaha. Zwergenheld. Ja, das muss schon noch recht weird reinkommen für einen Erwachsenen, wenn da einfach so ein... so ein kleiner Knopf. Ah, ein Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Das habe ich eben den Hylia-Schild gekauft. Auf dem Marktplatz in Hyrule ist es sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen? Dann lauf ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen, doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg, mein Job läuft. Yep. Nein, ich bin noch nicht beim Maskenhändler gewesen, beziehungsweise im Haus schon, in seinem Laden schon, aber er ist noch nicht da gewesen. Aber wie gesagt, das wird jetzt auch möglich sein. Das haben wir jetzt eigentlich das Gespräch mit ihm jetzt ermöglicht, das war der Auslöser gewesen. Ah, die böse Schildkröte. Die habe ich auch immer gehasst, Mann. So. Hallo Schildkröte. Aber wenn ich sie einfach genug schnell zusteche, dann passt das so. Ist ein Skulptur da drin? Ja, genau, darum habe ich sie gelassen. So geht's auch. Oh, es wird schon langsam dunkel. Für den Fall, dass ich draussen irgendwelche Baugeräusche gehört oder so, von draussen irgendwelche Baugeräusche gehört. Ja, das sind gerade irgendwie mehr verrostete Leitung oder irgendwie. Mal, das ist die Wärmeleitung, glaube ich, am frisch machen. Man kann es aber ein bisschen laut sein. Aber mein Mikrofon sollte es eigentlich recht dämpfen. So, also, Todesberg, das heisst, wir befinden uns im Bereich der Gorone. Schauen wir doch mal mit so einem von denen reden. Ich bin ein Gorone, wir sind Steinfresser und leben auf dem Todesberg. Siehst du den riesigen Fels dort drüben?
Es versperrt den Eingang zu Dodongos Höhle. Die Höhle ist für uns Goronen sehr wichtig, denn dort lagert unsere Nahrung. Vor kurzem sind einige Dodongos in der Höhle aufgetaucht. Seither war die Höhle für uns ein äußerst gefährlicher Ort. Über dem Eingang der Höhle sah ich einen Gerudo in schwarzer Rüstung, der den Fels mit magischer Kraft vor dem Eingang platzierte. Wenn du schon hier bist, solltest du auch Goronia besuchen. Die Stadt liegt weiter oben auf dem Berg, es ist gar nicht mehr weit bis dorthin. Aber genau, und das ist noch der Punkt, der Ort, wo ich da rein muss. Aber für das brauche ich jetzt ein Item. Und, ja, muss mal Goronia besuchen.